SRF Audio. Katja, du laufst jetzt schon ein Weile durch die Gänge und erzählst allen, wie toll und Federn überall ist der neue Roman von der Nawar Ibrahimi. Das Buch hast du heute mitgebracht. Was ist denn das Tollste? Es ist wirklich eins meiner Lesehighlights in diesem Jahr, muss ich sagen. Das Tollste ist, es ist so, da erzähle ich nachher mehr drüber, aber es ist so gut konstruiert. Es geht um 6 Personen und deren Leben greifen so ineinander, ohne dass man das vorher weiß. Und das finde ich toll, wie das gemacht ist. Wir reden heute also über «Und Federn überall», der dritte Roman von der deutsch-iranischen Autorin Nawar Ibrahimi, da im Podcast Literaturclub 2 mit Buch, mit mir, Franziska Hirsbrunner. Und mit mir, Katja Schönherr. Nawar Ibrahimi, Katja, wer ist sie? Was macht sie aus? Also sie ist 47, sie ist in Teheran geboren, also in Iran. Und als sie 4 Jahre alt war, ist sie nach Deutschland mit ihrer Familie gezogen. In Köln hat sie dann Journalismus und Volkswirtschaftslehre studiert und dann auch einige Zeit als Journalistin gearbeitet, vor allem für Wirtschaftszeitungen. Ja, und da hat sie dann recht bald gemerkt, dass der Journalismus und vor allem auch so die Unternehmensberichterstattung, dass das nicht so das Richtige für sie ist. Viel lieber wollte sie größere Zusammenhänge beschreiben und das am allerliebsten in literarischen Texten. Also sie hat sich dann im literarischen Schreiben probiert und das auch sehr erfolgreich. Also 3 Romane hat sie inzwischen geschrieben, mehrere Preise gewonnen. Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin ist sie auch. Also der kleine Kurswechsel hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und was denkst du, warum kommen ihre Bücher so gut an? Dass sie sich eben an so große gesellschaftliche Themen ranwagt. Also das sind so Themen wie das Leben zwischen 2 Kulturen zum Beispiel. Das kennt sie ja auch als Deutsch-Iranerin. Oder auch was ganz Großes, was jetzt in dem Buch zum Tragen kommt, die Auswirkungen des Kapitalismus auf uns Menschen. Und das andere, was mich beeindruckt, das habe ich schon angesprochen, ist dieses gute Konstruieren. Also sie baut ihre Handlung immer ganz raffiniert auf und ich finde, das ist große Kunst. Und wie zeigt sich jetzt an einem Beispiel im neuen Roman «Und Federn überall» die große Kunst? Da beschreibe ich mal ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Also das Ganze spielt an einem einzigen Tag, an einem Montag. Es geht um 6 Menschen und diese 6 Menschen hoffen alle, dass jetzt dieser Montag ein Wendepunkt für sie sein wird. Also natürlich ein Wendepunkt zum Besseren hin. Für jede und jeden beginnt dieser Tag mit großen Erwartungen. Und diese 6 Figuren sind alle miteinander verknüpft, teilweise ohne voneinander zu wissen. Und das meine ich mit raffiniert konstruiert. Also man merkt erst so nach und nach, dass diese Menschen alle miteinander zusammenhängen. Ja, und das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht beim Lesen, auch wenn das Thema oder auch die Themen nicht so spaßig sind. Der Schauplatz des Ganzen ist nämlich ein Geflügelschlachthof. Ja. Klingt grusig. Also das wäre jetzt kein Ort, wo ich hinwette. Und da geht es allweg um Massentierhaltung, oder? Ja, also das Buch hat viele Themen. Das ist auch noch ein Merkmal von diesem Buch. Darauf würde ich gern später nochmal zurückkommen, auf diese Themenvielfalt. Aber um jetzt erstmal so grob ins Buch reinzufinden, ja, große Überschrift ist die Massentierhaltung, denn das Ganze spielt eben auf einem Geflügelschlachthof im Emsland. Und wo ist das Emsland? Das Emsland, das ist eine ganz flache Region in Nordwestdeutschland, erstreckt sich entlang dem Fluss Ems, ist auch immer schön beschrieben im Buch, wie da so der Nebel über den Feldern so aufsteigt und das ist so ein ganz langer, ekliger Winter, der nie zu Ende zu gehen scheint. Und diese Kleinstadt, in der sich das alles abspielt, die heißt Lasseren. Das ist ein fiktiver Ortsname. Aber irgendwie, weil in diesem Buch am Schluss alle Federn lassen müssen, habe ich Nawar Ibrahimi gefragt, ob sie den Ort deshalb Lasseren genannt hat. Ich finde das total schön, dass Sie das reinlesen, weil Federn lassen war auch direkt so meine Assoziation bei dem Titel. Aber Lasseren kommt, eigentlich ist es ein bisschen trickier. Also das Emsland ist ja in der Literatur oder auch im Film bis jetzt irgendwie nicht vorgekommen. Also es gibt keinen bedeutenden Roman, soweit ich weiß, der im Emsland spielt und auch kein Film. Also es ist bis jetzt relativ unbeschrieben. Es kommt nur in dem Theaterstück Warten auf Godot. Gibt es eine Szene, da sagt der eine zum anderen, ich würde gerne einmal durchs Emsland wandern.
Und im Original, also auf Französisch, war das aber das Departement Ariège, heißt es, glaube ich, ganz im Südwesten. Das ist eine sehr ärmliche katholische Gegend. Und deswegen hat man für die deutsche Fassung das Emsland genommen, weil es auch ärmlich und katholisch war. Und dort gibt es einen Ort, der heißt La Serre. Und da habe ich den her. Aber ich finde, das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo Sie das sagen, dass es auch an Federnlassen erinnert. Finde ich sehr schön, gefällt mir. Ja, und in Lasseren gibt es also einen riesigen Geflügelschlachthof. 650.000 Tiere werden dort pro Tag verarbeitet, wenn man es schön färberisch beschreiben möchte. Die Fabrik ist der größte Arbeitgeber da in dieser Region und der Betreiber dieses Schlachthofs, der muss sich mit einem großen Problem herumschlagen, nämlich einer Mastkrankheit, die heißt Wooden Breast. Hast du davon schon mal gehört, Franziska? Nein, noch nie. Aber ich denke, es hat etwas mit Holze und Holz zu tun. Ja, also Wooden Breast heißt ja zu Deutsch holzige oder verholzte Brust. Und das ist übrigens nicht fiktiv. Das hat sich Nawar Ebrahimi nicht ausgedacht, sondern das gibt's wirklich. Das ist eine Muskelerkrankung, die manche Hühner entwickeln, wenn sie zu schnell wachsen. Also das ist was in diesen Mastbetrieben vorkommt. Das Fleisch wird dadurch hart, zäh und ungenießbar, ist also ein Verlustgeschäft. Und als Nawar Ebrahimi von dieser Wooden Breast das erste Mal gelesen hat sie irgendwie gedacht, das wäre doch ein Ausgangspunkt für einen Roman. Das jedenfalls hat sie mir so in unserem Gespräch erzählt. Ich fand das sofort so metaphorisch und mir auch wirklich gleich vorstellen musste, wie sich das anfühlt, wenn man quasi auf der Brust so verholzt, also wenn man eine verholzte Brust hat. Und dann habe ich das eigentlich relativ lange, hat das quasi in mir gebrütet. Und dann müssen aber immer andere Bausteine hinzukommen, um sich dann zusammenzutun. Und in dem Fall war das dann auch noch, dass ich über die interessante Geschichte des Emslandes gestolpert bin. Und da sind eben, also im Emsland sind eben große Geflügelbetriebe. Und so ist dann halt eins zum anderen gekommen. Nawar Ebrahimi hat ja vom metaphorischen Potenzial dieser Wooden Breast gesprochen. Und im Buch ist es nämlich so, dass nicht nur die Hühner, sondern im übertragenen Sinne auch all die Figuren, die darin vorkommen, eine verhärtete Brust haben und Gefühle nicht mehr zulassen können. Das steht für mich dafür, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns schützen oder abhärten oder verpanzern, weil es einfach zu viel, entweder weil wir glauben, es ist zu viel Leid, wir schaffen das irgendwie alles nicht mehr, wir schaffen es nicht empathisch zu bleiben und müssen uns selbst irgendwie schützen, oder weil wir das Gefühl haben, dass jetzt jeder sehen muss, wo er bleibt. Also das ist ja auch so ganz bisschen so eine neoliberale, jetzt vielleicht verstärkt durch die politischen und ökonomischen und klimatischen Verhältnisse, das meine ich, so ein neues Phänomen aufkommen zu sehen, wie es wird enger für alle und jeder muss jetzt sehen, wo er bleibt. Und das ist für mich auch mit einer Art Verpanzerung verbunden. Katja, wenn alle schauen müssen, wo sie bleiben, wie zeigt sich das denn jetzt im Roman von der Nawar Ebrahimi? Also wie zeigt sich das in diesen 6 Figuren? Wer sind die überhaupt? Hast du noch überhaupt nicht von denen erzählt? Ja, es wird jetzt, glaube ich, auch zu schwierig, alle 6 vorzustellen, dann wird es zu unübersichtlich. Aber ich nenne mal meine Lieblingsfigur, das ist die Sonja. Deren Leben hat mich am meisten berührt. Die arbeitet am Förderband auf diesem Schlachthof in der Abteilung, die Zerlegung heißt. Und ihr Job besteht darin, das Poulet-Fleisch auf Woodies, das ist die Abkürzung für Wooden Breasts, auf Woodies hin zu überprüfen. Also sie sortiert immer die ungenießbaren Fleischstücke aus. Und an diesem Montag, an dem ja alles spielt, kommt sie ein bisschen zu spät zur Arbeit. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal rein. Als sie ihren Platz erreichte, warfen die beiden Kolleginnen gleichzeitig den exakt gleichen, leicht genervten Blick auf die Uhr. 7:37 Uhr, zeigte sie an. Die Brustfilets fuhren glatt und sauber auf dem Band an ihr vorbei. Sie langte mit der rechten Hand zu, bohrte ihren Daumen von oben und die Finger von unten in das Fleisch. Es gab nach. Bevor sie es fallen ließ, griff sie mit der linken Hand nach dem nächsten. Sie drückte es, ließ es fallen, weiterziehen. Mit der anderen Hand tastete sie schon das nächste Stück ab. Okay, weiter. Nächstes, nächstes, nächstes. Mit links war sie nicht so gut. Bei diesem Stück war sie sich nicht ganz sicher. Sie versuchte es mit der anderen Hand. Das war gut, also weiter, nächstes. Jetzt waren 3 Brüste ungeprüft vorbeigezogen. Die Arbeiterin, die ihr schräg gegenüber stand, griff nach ihnen. Wirklich unglaublich, was die alles im Blick hatten. Wie schnell die reagierten.
Nächstes Stück, nächstes. Das war ein Woody, eindeutig. Wenn sie es drückte, spürte sie, dass die oberste Schicht zwar leicht nachgab, die Lage darunter jedoch bretthart war. Das Filet flog in die graue Kiste, die unter dem Förderband stand. Ich habe vor sehr langer Zeit einmal an einem Fliessband gearbeitet. Also wie die Protagonistin da, die Sonja. Franziska, es gibt immer noch Sachen, die ich nicht über dich weiß. Ja, das ist so. Wir können das ja dann noch nachholen mit der Zeit. Also das sind allerdings Gutzli gewesen. Die kann ich aber bis heute nicht essen oder nicht mehr schmecken, weil das ist ja so geballt, wenn du ein ganzes Fliessband voll von dieser Ware hast. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also und monoton ist es auch, also noch monotoner, glaube ich, als so Woodies ertasten, weil du hast wirklich immer das Gleiche gemacht. Also wenn was musstest du mit den Gutzli machen? Da musstest du ja keine aussortieren, oder? Nein, ich musste nicht aussortieren, sondern ich musste entweder mit dem Finger reindrücken in die Mitte oder aber also reindrücken oder decken, weil es sind so gefüllte Dinger gewesen. Aber was mich wirklich auch noch beschäftigt, sind Gerüche. Also auch etwas Süßes, eigentlich Feines, es kann wirklich unerträglich werden. Und wenn ich mir jetzt da noch den Hühnergestank vorstelle, das muss ja grauenhaft sein. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist schon sehr klinisch. Wahrscheinlich riecht man da gar nicht mehr so viel von den Hühnern. Was ich noch so interessant oder so gut beschrieben fand, war, natürlich, man stellt sich das als so eine monotone Arbeit vor, aber man muss sich trotzdem die ganze Zeit konzentrieren, weil das Band läuft immer weiter. Und wenn du kurz abgelenkt warst, dann sind 3 Brüste in dem Fall vorbeigezogen. Ne? Ja, also diese Sonja, die leidet da wirklich, die ekelt sich auch. Bei ihr ist die Geschichte so, dass schon ihre Mutter hier auf dem Schlachthof gearbeitet hat und sie hat sich immer geschworen, ihr passiert das nicht, aber ja, wie das Leben halt so ist. Es ist doch so gekommen, sie zieht alleine 2 Kinder groß, der Mann hat sich abgesetzt, sie braucht einfach das Geld und ihr bleibt nichts anderes übrig, als da zu arbeiten. Und ich hatte ja schon angesprochen, Franziska, dass die Figuren im Buch sich von diesem Montag eine Veränderung erhoffen. Und bei Sonja ist es so, sie hat nach ihrer Schicht dann ein Vorstellungsgespräch. Ihr Ziel ist es nämlich, eine Stelle in der Verwaltung des Schlachthofs zu kriegen und also wegzukommen vom Förderband und wegzukommen vom rohen Fleisch. Und klappt. Du weißt, dass ich es dir nicht verrate, aber also man ahnt dann schon im Buch sehr schnell, dass es das Schicksal nicht besonders gut meint mit Sonja, beziehungsweise die Chefetage meint es nicht so gut mit ihr. Momentan braucht man sie nämlich noch in der Zerlegung, aber wahrscheinlich auch das nicht mehr so lange. Gerade testen die nämlich eine neue Software und diese Software, die erkennt Wooden Breasts auf diesem Förderband automatisch. Also dann braucht es niemanden mehr, der die aussortiert, weil die Software dann piepst oder wie auch immer reagiert. Golden Eye heißt diese Software und die Entwicklerin dieser Technik, das ist auch eine Figur im Buch und die versucht auch permanent, sich so ihre eigene Arbeit schön zu reden und auszublenden, was ihre Software dann perspektivisch für die Arbeiterinnen und Arbeiter bedeutet, nämlich, dass sie ihren Job verlieren. Mit Golden Eye wären bis zu 240 Filets in der Minute zu kontrollieren. So viel schaffte kein Mensch. Und Golden Eye war zusätzlich imstande, verschiedene Grade der Verhärtung zu unterscheiden. Leicht verhärtet, schwer verhärtet. Leicht verhärtet ließ sich abzweigen und in die Nuggets- und Wurstverarbeitung weiterleiten und müsste nicht wie jetzt zu Tierfutter verarbeitet werden. Ihre Technologie konnte einfach alles seiner optimalen Bestimmung zuführen. Und das war doch letztlich das Ziel allen Strebens, oder? Alles und jeden seiner optimalen Bestimmung zuzuführen. Zumindest war es das Ziel des Kapitalismus. Und man konnte viel an ihm kritisieren, aber das zählte sicher zu seinen besseren Eigenschaften. Nawar Ibrahimi und Federn überall, ein Roman, wo als Hauptschauplatz eine Hühnerverarbeitungsfabrik hat. Du hast ihn mitgebracht, Katja. Mich dunkt einfach auch jetzt so vom Hören von dem Ausschnitt gerade, dass Nawar Ibrahimi ihren Schauplatz recht gut kennt. Woher hat sie ihres Wissen? Habe ich sie auch gefragt, ob sie ein paar YouTube-Filmchen geguckt hat oder wie sie bei der Recherche vorgegangen ist. Sie hat mir gesagt, ein paar Filme zu schauen hätte ihr sicher nicht gereicht. Sie braucht zum Schreiben schon immer echte Eindrücke, um die verarbeiten zu können.
In solche Mastanlagen oder Schlachtanlagen zu kommen, ist ja in der Regel nicht so einfach. Es soll ja niemand mitbekommen, was da abgeht. Aber Nawa Ebrahimi ist es doch gelungen, eine Führung zu bekommen. Durch ein paar Kontakte mit ein paar Sicherheitsauflagen durfte sie dann doch sich umschauen. Es ist wirklich sehr klinisch, sehr steril, sehr rein. Es herrschen ja auch höchste Hygienevorschriften und es ist sehr kalt. Die Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch und ja, man hat schon so einen ganz, ganz leichten, es ist schon so ein ganz leichter Geruch von nicht Chemikalien, aber eben vielleicht Desinfektionsmittel. Also auf jeden Fall ein leicht stechender Geruch auch, ja. Also ich habe mich durchführen lassen und das unterlag auch gewissen Restriktionen, aber ich habe mir die Menschen angeguckt, ich habe gesehen, wie sie in die Pause gehen, wie sie aus der Pause rauskommen. Als Sie dann rausgegangen sind, mussten Sie sacken lassen oder haben Sie sofort aufgeschrieben, was sind Sie denn für ein Typ? Nee, ich habe es erstmal ein bisschen sacken lassen. Also erstmal muss ich sagen, war ich wirklich froh, als ich da wieder raus konnte. Das war für mich eigentlich so der prägendste Moment, dass ich wirklich erleichtert war, als ich da wieder raus war. Und dann habe ich es erstmal ein bisschen sacken lassen. Also wenn Nawa Ebrahimi sagt, sie sei froh gewesen, wo sie wieder draussen sei, obwohl es ja um ein Thema geht, das sie literarisch interessiert, dann denke ich, heisst das schon sehr viel. Also es muss irgendwie extrem beklemmend und auch ein Ablöscher gewesen sein, würde man dann unter solchen Verhältnissen noch Lust haben auf Fleisch? Also sie hat mir erzählt, sie hat ihren Fleischkonsum stark eingeschränkt. Es ist auch tatsächlich so, wenn ich einen Nachteil von diesem Buch nennen müsste, dann ist es schon der, dass man danach erstmal keinen Appetit hat auf Fleisch. Aber ehrlich gesagt ist das ein Nachteil, den ich gern in Kauf nehme. Und dafür habe ich ja ein sehr nahrhaftes Buch gelesen. Ich finde es eindrucksvoll, wie Nawa Ebrahimi uns einfach vorführt, was wir Tag für Tag ausblenden. Das Fleischessen ist für mich ein Beispiel dafür, wie groß unsere Verdrängungskünste sind. Also wir essen größtenteils noch Fleisch oder trinken Milch oder essen Eier, aber wir wollen verdammt nochmal nicht sehen, unter welchen Bedingungen das produziert wird. Also wir wollen es nicht sehen. Wir wissen, wir ahnen dass es schrecklich ist. Wenn wir Kurzbilder sehen, sind wir schockiert. Aber wir verdrängen das aus unserem Bewusstsein, weil wir es nicht schaffen oder weil wir unser Verhalten nicht ändern wollen. Also dafür steht für mich eigentlich das Fleischessen. Also es ist gar nicht so, dass ich Fleischessen jetzt per se verurteile oder all das. Ich bin da ja selbst auch nicht konsequent, obwohl ich mich bemühe. Aber das ist für mich eher ein Platzhalter dafür, wie groß unsere Verdrängungskünste sind. Und das finde ich einfach wirklich faszinierend. Also in so einem wertfreien Sinne wirklich faszinierend, wie wir, obwohl wir uns für sehr aufgeklärt halten, wie gut wir das ausblenden können. Dass wir mit Hunden Gassi gehen und ihnen Regenjäckchen kaufen und uns aber entscheiden, Hühner einfach nicht wie Lebewesen zu betrachten und in Milliarden dahin vegetieren zu lassen auf diesem Planeten und das aber einfach ausblenden. Ja, das ist ein grosses Thema, auch eins, das einem gerade ein bisschen leer schlucken lässt, wenn Nawa Ebrahimi so davon erzählt. Du hast ja gesagt, dass in und Federn überall, Katja, noch ganz viel mehr Themen stecken als jetzt nur die Massentierhaltung. Was muss ich mir da vorstellen? Was für Themen sind das? Also die Massentierhaltung steht schon über allem, aber wie ich gesagt habe, es sind ja 6 Personen, um die es geht. Und diese 6 Leute, die haben alle einen ganz unterschiedlich gefüllten Rucksack und bringen sozusagen ihre Geschichte mit. Und das sorgt dann dafür, dass es eben auch viele andere Themen gibt. Also es geht um die Geschichte Polens, weil eine der Figuren aus Polen stammt und weil der Ort, in dem das spielt, nach dem Zweiten Weltkrieg kurz mal eine polnische Enklave war. Außerdem geht es um Flucht, weil eine der anderen Figuren aus Afghanistan geflohen ist und diese Figur ist ein Dichter, also geht es dann auch um Sprache. Es geht um einen Teenager, der in der Schule gemobbt wird. Es geht dann letztlich um Heimat, um Identität und ja, wenn man es groß machen will, wahrscheinlich vor allem um den Wunsch, geliebt zu werden. Und wirkt das nicht überladen, so viele Themen? Ich sag dir gleich, wie ich es finde, aber ich habe Nawa Ebrahimi eben genau das auch gefragt, ob sie beim Schreiben angesichts dieser Themenfülle nicht selber manchmal die Befürchtung hatte, es könnte zu viel werden.
Also ich habe sie jetzt im Nachhinein, wenn mir eben gespiegelt wird, was da alles drin vorkommt, dann denke ich, oh je, das klingt echt ganz schön viel. Aber ich habe es beim Schreiben nicht, weil ich gehe ja nicht von Themen aus. Also ich nehme mir nicht vor, ich schreibe jetzt einen Roman über die Verlorenheit des Individuums im Spätkapitalismus oder sowas. So gehe ich ja nicht ran. Ich gehe wirklich von Dingen, die mich, also in dem Fall zum Beispiel von Wooden Breast, davon, dass ich eben gerne so eine Figur schaffen würde wie Sonja. Also das sind die Ausgangspunkte. Und ich weiß eigentlich gar nicht am Anfang, was ist mein Thema. Also das würde mich am Anfang auch gar nicht interessieren, weil ich finde, jetzt aus so einem abstrakten Thema heraus kann zumindest ich keinen guten Roman schreiben. Und da ich jetzt nun mal dann 6 sehr unterschiedliche Figuren geschaffen habe, bringen die natürlich auch alle ihre Nöte und Ängste und Sorgen und Erfahrungen mit. Da kann ich jetzt nicht sagen, Figur X muss jetzt aber zurückstecken, weil da sind schon genug Themen drin. Also es ist einfach so gekommen. Und wenn man 6 Figuren hat, hat man wahrscheinlich einfach so eine Fülle an, nennen wir es, Themen. Und Franziska, um jetzt deine Frage zu beantworten, es steckt wahnsinnig viel drin, aber es wirkt überhaupt nicht überladen. Also es ist so natürlich eingeflossen. Ich hatte wirklich beim Lesen an keiner Stelle das Gefühl, hier hat sich die Autorin verhoben oder so. Ja, und weil aber dieses Buch so themenreich ist und diese Leben der einzelnen Figuren so perfekt ineinandergreifen, wollte ich von Nawa Ebrahimi noch wissen, wie sie beim Schreiben vorgegangen ist, also wie sie da den Überblick behalten hat. Mir hat sie gesagt, sie ist niemand, der mit 1000 Post-its oder Excel-Tabellen arbeitet, sondern ja, sie behält das meiste irgendwie im Kopf. Was so ein bisschen meine Methode zu sein scheint, zumindest habe ich das jetzt zum 3. Mal so gemacht. Wenn ich anfange zu schreiben, habe ich schon so eine Vision für das Ende. Also ich habe schon so ein sehr starkes Gefühl dafür, was am Ende stehen wird. Also in welcher Stimmung ich Lesende entlassen möchte. Und das war dieses Mal auch wieder so. Also manchmal schreibe ich das Ende dann auch tatsächlich schon ganz früh. In diesem Fall habe ich es nicht früh geschrieben, aber ich wusste genau, welche Stimmung am Ende, welche Vision am Ende stehen soll. Und dann fange ich an zu schreiben und weiß eigentlich nicht wirklich, wie ich da hinkommen werde. Aber inzwischen, jetzt ist mein 3. Roman, kann ich mich irgendwie schon darauf verlassen, dass ich hinkommen werde. Und ich überrasche mich dann selbst auch beim Schreiben. Und ich glaube, das muss auch so sein, weil ich will mich ja nicht langweilen. Katja, was ist denn jetzt dein Fazit von «Und Federn überall», dem Roman, ohne Map, ohne Excel-Tabelle, aber allenfalls ein paar Post-its? Ja, also ein Fazit. Ich glaube, wer jetzt dem Neoliberalismus radikal anhängt, der wird mit diesem Buch wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Es ist ein Buch, das die Auswüchse des Kapitalismus zeigt, ganz komprimiert anhand von 6 Personen. Also ich würde sagen, genau deshalb ist es ein hochaktueller Roman. Er ist außerdem spannend. Er führt uns vor, welche nicht unbedingt menschlichen Eigenschaften kaltes Gewinnstreben hervorruft und was das für Folgen hat für Menschen wie Tiere. Das Buch zeigt, wie gefühllos man wird, wenn man denkt, immer einfach funktionieren zu müssen und alles alleine durchstehen zu müssen. Also wenn ich nochmal auf die Sonja zurückkommen kann, diese alleinerziehende Mutter. Bei ihr ist es so, dass ihre Tochter wahnsinnig große Probleme in der Schule hat. Die ist der Teenager, der gemobbt wird und dadurch steht die auch zu Hause immer sehr unter Druck. Aber die Sonja merkt gar nicht, wie schlecht es ihrer Tochter geht, weil sie so damit beschäftigt ist, den Alltag zu bewältigen, dass sie gar keine Liebe mehr für ihr Kind aufbringen kann. Das hat mich total berührt. Ich verrate jetzt aber nicht mehr. Ich sage nur, man leidet und fiebert mit jeder dieser Figuren mit. Ich habe Nawa Ebrahimi zum Schluss noch gefragt, was sie denn eigentlich selbst tut, um nicht zu verpanzern und um eben keine Wooden Breast zu bekommen. Ich versuche wirklich jetzt auch im Sinne der eigenen mentalen Gesundheit jede kleine positive Entwicklung aufzubauschen und mich daran zu erfreuen. Also jetzt nicht in meinem individuellen Leben, sondern generell, wenn ich irgendwo von einer positiven Entwicklung höre, dann bemühe ich mich, das stärker wahrzunehmen und noch zu verbreiten. Genau, dann versuche ich halt auch einfach noch stärker in meinem Umfeld
aufmerksamer zu sein für Schwierigkeiten, die andere haben. Also dieses Verpanzern oder Verholzen ist ja auch so ein bisschen dem geschuldet, dass jeder auch nicht nur glaubt, er muss sehen, wo er bleibt, sondern auch, dass jeder glaubt, er muss alleine sehen, wo er bleibt. Also dass es auch so eine gewisse Scheu gibt, um Hilfe zu bitten oder zu sagen, ich pack das nicht. Und das versuche ich eben auch in meinem Alltag ein bisschen mehr zu praktizieren. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch mit mir, der Franziska Hirsbrunner. Und mit mir, Katja Schönherr. Produktion Tim Felchlin und Simon Leuthold, Sounddesign Serge Krebs. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt »Und Federn überall«. Geschrieben hat es Nawar Ebrahimi. Das Buch hat ein bisschen mehr als 350 Seiten und ist bei Luchterhand erschienen. Die Passagen daraus hat die Schauspielerin Vera Bommer gelesen. Alle Angaben zum Buch gibt es auch unter srf.ch/audio und dort unter dem Stichwort 2 mit Buch. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.